Laufen bedeutet für mich Freiheit. Ich kann dabei abschalten, Kraft tanken, alles aufsaugen. Ich bin frei vom Handy und anderen wichtigen Sachen. Ich kann dabei ganz auf mich hören. Ich hätte gerne auch einen getrunken Karte. Einmal? Einmal, genau. Und Ein Kännchen Kaffee noch. Genau. Danke. Das ist Raphael. Er hat mich zum Marathon gebracht. Ohne ihn würde ich keinen Marathon laufen. Das war eine interessante Begegnung. Ich denke, der Raphael kann mehr erzählen. Stimmt's? Ja, das stimmt. Der Tom hat mich begleitet beim Training für meinen Marathon in Rom. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, der läuft super. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich läuft er nicht mit mir auch zusammen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir den Marathon in Petra zusammenlaufen, in Jordanien. Durch die Wüste und die antike Stadt. Das war ein großer Schock für mich mit der Wüste. Den ersten Marathon muss man eigentlich unter normalen Bedingungen laufen. Aber dann gleich in der Wüste? Raphael meinte damals, der erste Marathon soll sich für immer einprägen. Deshalb entschieden wir uns für die Wüste. Ich konnte das damals nicht glauben, weil schon beim ersten Marathon ist Thomas sehr schnell geworden. Er ist durch die größte Hitze bei 40 Grad, hatte den 4. Platz bekommen. Am Montag. Ja. Tom ist sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert und arbeitet sehr hart an seinen Zielen. Das war ein schönes Gefühl. Endlich werde ich gesehen. Als Mensch. Denn es ist oft so, dass behinderten Menschen keine Beachtung geschenkt wird. Sie werden einfach vergessen. Nun bekam ich Respekt und Lob dafür, etwas Großes geschafft zu haben. Und das mit meiner Gehörlosigkeit. Es war einfach der Respekt und das hat mich dann noch mehr motiviert. Thomas Eller weckt der Ehrgeiz. Im Jahr 2019 läuft er insgesamt 11 Marathons. Darunter auch den Polarmarathon. Es war bei meinem 3. Marathon in Italien, in Mailand. Als ich in Richtung Ziel lief und die Zeit sah, bekam ich Gänsehaut. Denn ich war mit meiner Zeit unter 3 Stunden. Unter 3 Stunden schaffen es nur wenige Leute. Das war Wahnsinn. Meine Gefühle haben mich regelrecht überfahren. Tränen liefen. Ich hatte das nicht erwartet. Es war wirklich ein Schock. Thomas beschäftigt sich noch intensiver mit dem Marathon. Er stellt umfassende Trainingspläne, liest Bücher und verändert seine Ernährung. Auf einmal war ich noch mehr motiviert und noch ehrgeiziger. Ich erfuhr von der Medaille mit den 6 Sternen. Der Marathon in London stand kurz bevor, also organisierte ich schnell alles dafür und war dabei.
4 von 6 großen Major-Marathons hat er geschafft. Für die große Medaille mit den 6 Sternen fehlen nur noch 2 Marathons, der in Tokio und der in Boston. Doch 2020 kommt mit der Pandemie alles anders. Es war in der Schule, als ich an der Tafel stand. Es hat sich wie ein Film eingeprägt. Ich schrieb gerade etwas an der Tafel, als meine Smartwatch vibrierte. Ich kann immer recht unauffällig draufschauen. Die Headline war, dass der Tokio-Marathon ausfällt. Plötzlich wurde ich ganz blass. Mein ganzer Plan zerplatzte in diesem Moment. Wie eine große Seifenblase. Wie heißt es? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, nach vorne schauen. Das hat viel geholfen. Diese Erfahrung hat mich noch mehr gefestigt. Jetzt weiß ich, es kommt, wie es kommt, und ich muss es annehmen. Mit einer Sonderstarterlaubnis läuft Thomas im Oktober 2021 den Boston-Marathon. Sein Traum vom 6. Stern rückt immer näher. Hast du schon Hände gewaschen? Habe ich nicht gesehen. Los. Du auch. Die David-Ludwig-Bloch-Schule für Gehörlose in Essen. Thomas ist Lehrer für Mathematik und Englisch. 30? Ja, 30. Richtig. Ich bin gerne Lehrer, weil ich so meine Erfahrungen an die Kinder weitergeben kann. Sie brauchen gehörlose Vorbilder. Ich finde, es gibt in der Welt zu wenig gehörlose Vorbilder. Ich kann mich in sie hineinversetzen und ihnen nachfühlen. Ihre Schwächen, Sorgen und Ängste kann ich verstehen. Ich versuche ihnen das zu vermitteln, was ich selber im Leben geschafft habe. Es geht also um Deaf Empowerment. Ja, das ist meine Lebensaufgabe. Super. Und jetzt zusammen. 8? Moment, 12. Ja, warte. Genau. Sie brauchen viel Mut und Offenheit. Der erste Schritt ist immer schwer. Ich versuche, ihnen einen Anstoß zu geben. Das, was ich geschafft habe, schaffen sie auch. Wenn sie bei mir als Lehrer sehen, was ich alles geschafft habe, dann identifizieren sie sich mit mir. Das ist wichtig. Jetzt komme ich zum Thema Laufen. Meinem Laufen. Das habt ihr ja schon mitbekommen, richtig? Was laufe ich nochmal? Ja, was? Wie viele Kilometer? Das habe ich vergessen. 20 oder sowas? Wo gehört der letzte Stern hin? Ja? Dorthin. ...42 Kilometer sind es von Essen bis Düsseldorf. Das ist weit zu laufen. Wahnsinn. Das finde ich toll, wie er überall in der Welt unterwegs ist und die vielen Medaillen gewinnt. Spannend. Das ist voll interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass eine gehörlose Person so etwas schafft. Er ist der Erste für mich. Training in Essen. Petra Klein ist Nationaltrainerin für Leichtathletik. Versuche ihn schön hochzuhalten. Und Spannung halten. Und gerade bleiben. Beim letzten gelben Ring wirfst du den Ball weg. Darüber? Genau. Dann wegwerfen und weiterlaufen. Ich habe Tom vor einigen Jahren kennengelernt und er erzählte mir, dass er gerade einen Marathon gelaufen ist, über 4 Stunden.
Ich dachte noch, naja. Ein Jahr später trafen wir uns wieder und da waren es schon 3 Stunden. Und dann erfuhr ich von einem Freund, dass er unter 3 Stunden gelaufen ist. Hoppla! Also nahm ich sofort Kontakt zu ihm auf und holte ihn in die Nationalmannschaft. Er war damals knapp unter 40 Jahre alt. Aber beim Marathon wird die Ausdauer mit den Jahren oft besser. Das war also kein Problem. ...2023 schafft es Thomas mit 41 Jahren am Marathon bei den Deaflympics in Brasilien teilzunehmen. Ich habe 4 Deaflympics erlebt, als Zuschauer. Ich hätte selber nie gedacht, eines Tages als Sportler dabei zu sein und damit in den Geschichtsbüchern zu stehen. Am Ende springt für Thomas der 9. Platz heraus. Der größte Höhepunkt steht ihm aber noch bevor. Mit dem Tokio-Marathon möchte er sich seinen lang ersehnten Traum von der Six-Star-Medal endlich erfüllen. Ich wünsche ihm, dass er gesund bleibt und den Marathon gut durchzieht. Die Zeit ist egal, aber dass er gut durchkommt. Er soll Spaß haben und es genießen. Es wäre sein 6. Stern. Er hat so viele Jahre dafür trainiert. Er hat es sich verdient. Nur noch wenige Tage bis Tokio. Ich bin sehr aufgeregt. Alles rückt immer näher, auch die ganze Vorbereitung. Es ist natürlich auch der Druck da, weil es um den 6. Stern geht. Ich hoffe, ich bleibe gesund und es passiert nichts beim Training. Dass keine Erkältung kommt oder Corona. Ich drücke die Daumen. Den Druck spüre ich schon sehr. Aber innerlich freue ich mich darauf, dass Tokio endlich kommt. 3 Jahre habe ich darauf gewartet. Hallo, ich bin jetzt in Frankfurt. Und gleich geht der Flug nach Tokio. Ich bin schon sehr aufgeregt, denn es wird ernst. Ich sitze tatsächlich im Flieger. Bin sehr aufgeregt. Schaut mal. Und jetzt bin ich in Tokio. Ich habe unheimliche Gänsehaut. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich hier in Japan bin. Das ist ein schönes Gefühl. Es sind noch 3 Tage, bis der Startschuss fällt. Und wo? Dort. Ich werde gleich Freunde treffen, eine Führung bekommen und Tokio anschauen. Morgen ist für mich ein wirklich besonderer Tag. Ich sitze gerade im Hotelzimmer und alles ist schon vorbereitet. Die Laufsachen, die Getränke, mein Laufshirt, auf dem die Gebärde für Tokio gedruckt ist. Dann ist noch eine türkise Schleife dran, als Solidaritätszeichen für die Gehörlosengemeinschaft. Und vorne sind noch die Deutschlandfarben zu sehen. Und wie fühle ich mich jetzt? Ich war heute in der Stadt unterwegs, habe mir ein bisschen die Kultur angeschaut und eine Geisha-Show angesehen. Ich bin von so vielen Menschen aus Japan und aus der ganzen Welt angesprochen worden, dass sie mich auf Instagram oder Facebook sehen und mir folgen. Sie freuen sich, mich endlich zu treffen und ich sei eine große Inspiration für sie. Und ich habe von vielen Eltern gehörloser Kinder und von Gehörlosen Nachrichten bekommen, dass ich es morgen machen soll und dass es mein Tag ist. Und ich die Welt der Gehörlosen repräsentieren soll und es schaffen werde, die Medaille zu holen. Das macht mich sehr stolz. Aber ich bin noch nicht fertig. Morgen muss ich erst noch laufen und ins Ziel kommen. Erst dann ist es geschafft. Es kann alles passieren.
Ich drücke die Daumen und denke positiv. Ich musste im hinteren Block starten, leider. Da ist ein Fehler passiert. Ich musste anfangs also viele Leute überholen. Es war wie Schlangenlinienlaufen. Tokio war interessant. So eine ganz andere Welt. Alle Zuschauer an der Strecke hatten einen Mundschutz auf, aber applaudierten und feuerten an. Es wurde getanzt, getrommelt, viel Show gemacht. Und dann diese Hochhäuser mit der interessanten Kombination aus alter und moderner Architektur. Und die Tempel. Alles war so sauber. Einen so sauberen Marathon habe ich noch nie gesehen. Da lag kein Müll auf den Straßen. Und wenn du was getrunken hast oder ein Gel genommen hast, musstest du das so lange festhalten, bis irgendwo die nächste Person mit einem Müllsack stand. Ich weiß noch, dass ich während des letzten Kilometers schon feuchte Augen hatte. Der 6. Stern war endlich zum Greifen nah. Ich wusste, ich werde Geschichte schreiben, als erster Gehörloser weltweit. Yeah! Gerade bin ich wieder im Hotel angekommen. Draußen sind so viele Leute auf mich zugekommen. Wollten Fotos machen. Dann gab es Filmaufnahmen. Ich hatte gar keine Zeit für mich. Alle Freunde waren noch am Machen und Tun. So ein Treiben war da. Jetzt bin ich endlich im Hotel zurück und kann mich erst mal setzen. Da ist sie. Es ist Gänsehaut pur. Und ich kann es nicht beschreiben. Ja. Entschuldigung. Heute ist der 5. März 2023. Und ich habe es geschafft. Als erster Gehörloser weltweit die 6-Star Medal zu holen. Alles gut? Alles gut? Ja. Schön, dass ihr gekommen seid.
Boston, Tokio, Berlin, Chicago. Ich habe es selber noch gar nicht reflektiert und begriffen. Ich brauche sicher noch einige Tage, bis ich es wirklich verstanden habe, dass ich für die Gehörlosengemeinschaft Geschichte geschrieben habe. Nein, ich habe es noch nicht verarbeitet. Erster Schultag? Auch schon lange her. Ja, eine gute Freundin. Da sind wir mit dir zur Brigitte gefahren, zur Sprachtherapeutin. Ich wollte ihm aus meinem Auto springen. Aber nachher hat er seine Brigitte geliebt. An dem Tag. An dem Tag haben wir nur gefeiert. Bei mir war ein Kindtag ein bisschen anders. Das heißt, Richtig. ich musste bei Betragen und da war ich Therapie. Und gucken dann, bin dann gefolgt, hatten auch bei den Weiterbett gewohnt haben. Dann kurz und Kauflied noch mal sagen. Am Wochenende hat der Papa immer die Kinder geholt. Darum geht es. Aber abgeholt. nur bei nur einmal noch wichtig zu betonen, mal zu sagen, dass ich viel Zeit dafür investieren musste. Das ist ja klar. Und das ist auch der Grund, warum ich auch rebelliert habe, weil da habe ich gesagt, ja, und jeder unterm Tisch. Und das waren 15 lange Jahre. Das viele Üben war hart. Und dann sah ich meinen Bruder ganz normal aufwachsen. Er konnte immer wieder seine Freunde treffen, während ich mehr Zeit für die Sprachtherapie und das ständige Fahren aufbringen musste. Klar, dass ich dann irgendwann Nein gesagt habe und mich unter dem Tisch verschanzt habe. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, bin ich auch dankbar. Ich kann sprechen, ich kann gebärden. Wenn ich weltweit laufe, ist das ein großer Gewinn, wenn ich mit anderen Läufern Englisch spreche. Das ist besonders schön. Als ich in die Schule kam, ging es los, dass ich immer kräftiger wurde. Ich glaube, das lag daran, dass ich immer mehr gegessen habe. Und ich weiß noch, dass mich viele dafür verspottet haben, weil ich so kräftig war. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt. Als ich dann zur gehörlosen Realschule in Dortmund wechselte, änderte sich das langsam. Ich wusste, ich muss abnehmen. Dann fing ich quasi mit Sport an, indem ich immer zum Bahnhof hin und her rannte. Danach nahm ich langsam ab. Hallo. Alles gut? Gut. Was magst du heute machen? Sprint? Okay. Seid ihr schon aufgewärmt? Habt ihr die Übung mit den Reifen schon gemacht? Noch nicht. Dann gehen wir rüber. Hast du gemerkt mit der Konzentration? Als Marathonläufer habe ich natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen möchte ich gerne den Kindern weitergeben. Ich habe viel Motivation und Begeisterung. Und ich möchte sie damit anstecken. Also, dass der Funke überspringt. Krass, wie er so lange laufen kann. Ich würde das nie und nimmer schaffen. Wahnsinn, wie er als erster Gehörloser das mit den 6 Sternen geschafft hat. Meine Hauptdisziplin ist der Sprint. Und er ist schon ein bisschen ein Vorbild. Zu kochen bedeutet für mich auch zu entspannen. Wenn ich viel Stress habe und viel zu tun ist, ich vom Laufen zurückkomme, kann ich beim Kochen alles sehr gut verarbeiten. Das ist dann für mich Entspannung und für meine Augen Erholung. Und gleich kommen Freunde, da passt das mit dem Kochen, weil ich sie ein bisschen verwöhnen kann. Dann können wir schön zusammensitzen und uns unterhalten. Hallo. Hi. Komm rein. Alles gut? Alles gut.
Ihr habt hoffentlich großen Hunger. Ich wusste schon immer, wenn Tom sich ein Ziel setzt, dann gibt er es nicht auf. Er hat es mit den 6 Sternen geschafft. Ich wusste, er macht es. Nun, jetzt ist es wirklich passiert. Wow. Ich weiß, wie viel Training dahinter steckt. Er steht früh auf und trainiert, geht zur Arbeit und macht dann noch sein zweites Training. Wahnsinn. Er macht überall in der Welt Öffentlichkeitsarbeit. Das ist toll. Das stimmt. Die Öffentlichkeitsarbeit ist super. Das nächste Ziel hat sich Thomas schon gesetzt. Die 6 World Marathon Majors möchte er nun innerhalb eines Jahres laufen. Und einen großen Wunsch hat er noch. Einen Wunsch habe ich. Diesen möchte ich unbedingt erfüllt bekommen. Ich möchte zu den Renndirektoren Kontakt aufnehmen und ihnen meine Philosophie vermitteln, um es für die Gehörlosen einfacher zu gestalten. Es geht um eine eigene Rennkategorie für Gehörlose, damit sich mehr an den Läufen beteiligen, wetteifern können und motivierter sind. Es geht um Untertiteleinblendungen, Dolmetscher vor Ort und darum, dass wir im Startbereich vorne stehen können, um alles mitzubekommen.